so eine Art Hauptquartier. Das haben sie dann auch gefunden. Und zwar hat ihnen der alte Mr. Cook, ein pensionierter und sehr, sehr lieber Schuhmacher, seinen ehemaligen Schuhladen, den Schuhshop, gratis überlassen. Den haben sie zu dritten dann ein bisschen umgebaut und zu ihrem Hauptquartier gemacht. Sie haben ihm den Namen Chill Factory gegeben. Und jetzt? Was und jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir einfach so da sitzen und nichts unternehmen? Das schmeckt doch verdächtig nach einem Fall. Für wer? Für die Action Kids. Ja klar, oder etwa nicht? Doch schon, aber was könnten wir jetzt unternehmen? IQ, du bist so ruhig. Was meinst du? Ja, es gibt für alles einen Grund. Was soll jetzt das wieder heissen? Mann, ich bin am Überlegen, im Gegensatz zu euch. Okay, dann überleg mal schön, aber bitte nicht bis morgen. Wie wär's denn, wenn wir uns am Strand unten auf die Lur legen und warten, bis wir etwas Verdächtiges sehen? Toll, dann wart du mal schön. Das war ja nur ein Vorschlag. Hört doch auf streiten. Wir streiten doch gar nicht. Hey Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Aha. Ja, kommt mit, ich erkläre es euch unterwegs. Ihr braucht nur einen fahrbaren Untersatz. Aber bitte nicht die grossen Velo, die sind viel zu unpraktisch. In dem Fall meine Inline-Skates. Und mein BMX. Yeah, und ich schwing mein Board. Okay, los geht's. Hey, was läuft mit dir? Wo gehen wir denn jetzt hin, Mann? Ich habe euch gesagt, ich sag's euch unterwegs. Okay, aber sind wir auf die Nacht wieder daheim? Ich hoff's. Was heisst ich hoff's? Du kennst glaube unsere Eltern immer noch nicht. Ja Mann, reg dich ab. Wir sind vor dem 6 wieder daheim. So machen sich unsere 3 Freunde also auf den Weg. Wohin? Tja, IQ seine Pläne sind manchmal undurchschaubar. Ich muss sagen, ich weiss es auch nicht. Aber hört weiter, ich glaube, verraten sie uns gerade. Zu der Polizei. Aha, und was wollen wir dort? Abwarten. Du abgefahrene, verbrannte Rösti. IQ, mach's nicht so spannend. Was läuft mit dir? Ich habe gesagt, abwarten. Je weniger ihr im Moment wissen, desto weniger könnt ihr vermasseln. Aha, merci dann schon noch für dein Vertrauen. Mann, glaub mir, Maggie, ihr checkt es dann schon noch früh genug. Easy, mir kann es ja gleich sein. Am Schluss bin ich wieder nur der euch aus der Patsche hilft. Jetzt hört doch mal auf. Wir gehen jetzt zuerst zum Kommissar McPeel. Er kann uns vielleicht mehr über die Kiste sagen. Und um die Verbrecher zu fassen, die die Kiste ins Meer geworfen haben, müssen wir doch schliesslich zuerst mal wissen, woher sie kommen und was es mit ihnen auf sich hat. Dann können wir weiter schauen. Okay? Ist ja gut, so genau wollte ich es eigentlich auch nicht wissen. Sorry, Neil. Tut mir leid. Bist du nicht mehr böse auf mich, gell? Oh, Schleim. Wie könnt ihr das auch nicht, wenn ich Maggie so anschaue, wie sie es jetzt gerade gemacht hat und zudem noch seinen vollen Namen so sanft auf der Zunge vergehen lässt? Voll easy. Aber was ist mit dir, Benni? Bist du auch dabei? Hey Mann, auf mich kannst du zählen. Okay, los geht's. Oh nein, du rasierter Muskelkater. Sehen Sie, wer jetzt laufen kommt? Die Nervensäge vom Dienst, hey Mann, voll daneben. Unser beliebter Chuck. Der Chuck Beasley ist der Erzfeind der Action Kids. Wenn immer sie an etwas dran sind, taucht er sicher irgendwo auf und bringt unsere 3 regelmäßig auf die Palme. Hallo, ihr 3 Meisterdetektive. Habt ihr wieder mal einen geilen Fall, hä? Hey, keine Angst. Ich frage doch gar nicht erst, ob ich mithelfen darf. Hey, ich sage euch etwas. Die kommen noch auf die Welt. Woher willst du wissen, dass wir an einem Fall dran sind? Hey, ich bin nur zufällig an eurer Chill Factory vorbeigelaufen. Sag's dir. Benni, hör auf. Ja, Beneli, hör auf. Ja, macht doch keinen Sinn, sich an so einem die Hände dreckig zu machen. Hey, ich wünsche euch noch einen coolen Tag. So ein Depp, ehrlich. Komm, nimm's locker. Wir gehen jetzt zur Polizei. Könnt ihr den Hals umdrehen?